Es hat einmal ein Hirt gelebt. Der war gross und stark, hat aber humpeln und an Krücken laufen. Darum ist er meistens mürrisch am Feuer gesessen und hat geschaut, dass es nicht ausgeht. Die anderen Hirten hatten vor ihm Angst und sind ihm aus dem Weg gegangen. Wo in diesen Hirten in der heiligen Nacht ein Engel erschienen ist und gesagt hat, Jesus, Gottes Sohn, sei auf die Welt gekommen, hat er weggeschaut. Und wo die Hirten beschlossen haben, sie wollen das Kind suchen und ihn willkommen heissen, hat er nur gelacht. Wo sich die Hirten auf den Weg gemacht haben, hat er nicht mitwollen und ist als Einzige beim Feuer zurückgeblieben. Er hat den anderen angeschaut. Die Lichter von ihren Lampen und Laternen sind immer kleiner und kleiner geworden und zuletzt in der Feistere verschwunden. «Laufit doch, laufit», hat er brummelt. «Was soll schon sein? Engel, das ist doch nur ein Spuk, ein Traum. Gottes Sohn soll zu uns gekommen sein. Das ist doch gar nicht möglich.» Mürrisch hat er mit den Krücken in den Kohlen herumgestochert. Auf der Weide sind ein paar wenige Schafe gelegen, aber sonst hat der Hirt nur die Stille gehört. Er war so in seine Gedanken versunken, dass er sogar vergessen hat, frisches Holz ins Feuer zu legen. Und wenn es jetzt aber doch kein Spuk, kein Traum ist, wenn es den Engel wirklich gibt und tatsächlich, wie er gesagt hat, Gottes Sohn auf die Welt gekommen ist? Diesen Gedanken hat der alte Hirt geplagt und hat ihn nicht mehr loslassen. Es hat schon langsam angefangen zu tagen, als er aufgestanden ist und seine Krücke genommen hat. Er ist davongekumpelt, ist den Spuren der anderen Hirten nach. Er wollte jetzt doch wissen, ob es den Jesus und die Engel wirklich gäbe. Er war lange unterwegs und es hat ihn viel Kraft gekostet. Es ist schon Mittag geworden, als er endlich zu dem kleinen Stall in Bethlehem gekommen ist. Aber kein Mensch war da, weit und breit gar niemand. Nur der Wind hat die Türen auf und zugeschletzt und ein fremder Duft ist in der Luft gehangen. Es hat nach Gewürz, Weihrauch und Myrrhe geschmeckt. Der Hirt ist in den Stall hineingekumpelt. Dort war der Lehmboden von vielen Schuhen flach gedrückt. Der Hirt hat genickt und hat zu sich selber gesagt, «Die Spuren sind von all denen, die das Jesuskind finden wollten. Und wo sind sie jetzt? Und wo ist der Jesus und der Engel? Wo sind die alle?» Der Hirt hat schadenfreudig gelacht. «Ich hab's doch gesagt. Es gibt keinen Engel. Alles ist nur dummes Zeug, ein Traum. Und die anderen haben sich täuschen. Der Hirt wollte umkehren und zum Stall ausgehen. Da entdeckt er im Stroh eine Tuele. So wie ein Nestchen hat es ausgesehen. Da muss ein Kind drin gelegen sein. Der Hirt ist näher und er hat nicht gewusst, wie ihm geschieht, ist er plötzlich ehrfürchtig vor dieser Tuele im Stroh runtergeknäult und hat angefangen zu beten. Obwohl kein Jesuskind im Stroh gelegen ist und kein Engel gestrahlt und gesungen haben. Es war doch wie ein Wunder. Das, was er hier in diesem Moment erlebt hat ihm Kraft und Hoffnung geschenkt. Es war so etwas Besonderes, dass er es mit Worten nicht beschreiben konnte. Aber was hat es schon ausgemacht, dass er nicht wie die anderen in den Gassen von Bethlehem von dem Wunder erzählen konnte? Das, was er in diesem Augenblick gespürt hat ihn zufrieden und glücklich gemacht. Erst, als es schon langsam angefangen hat einnachten, ist der Hirt aufgestanden und hat sich auf den Heimweg machen. Er wollte zurück sein und das Feuer anzünden, bevor die anderen heimkommen. Als er eine Weile lang gegangen ist, hat er auf einmal gemerkt, dass er im Stall seine Krücke vergessen hat. Er ist verschrocken, hat sofort umkehren und sie holen. Aber warum auch? Das war ja gar nicht nötig.
Er ist ohne Krücke bis hierher gekommen und so wird er auch ohne Krücke weiterlaufen. Ganz erstaunt hat er sorgfältig einen Fuß vor den anderen gesetzt. Ist gelaufen. Zuerst ein bisschen unsicher, dann aber mit immer festeren Schritten.